Hallo, liebe Kinder, liebe große Leute, liebe kleine Leute, überhaupt. Hallo, Leute. Hier ist wieder der Klaus-Peter mit seiner Kinderfunklesung Der Floh im Ohr. Alles sauber, kein Floh dran, aber der Floh sitzt da immer noch drin, sonst würde ich ja jetzt hier nicht lesen. Und heute lese ich weiter aus dem Buch Der kleine Prinz. Ja, Rumpeline ist auch da, die geht jetzt zu den anderen. Und ja, Wuffi darf, glaube ich, da oben sitzen bleiben. Ne? Ich hoffe, dass es dir gut geht und ja, dass du schöne Tage hast, dass du gesund bist und mir jetzt vielleicht gerne zuhören magst. Gucken wir mal. Setz schon mal die Brille auf, sonst kann ich nämlich so schlecht sehen. So. Ja, das ist ja schon der 21. Teil, wenn ich das hier richtig sehe. Nicht jetzt, inzwischen ist ja der kleine Prinz auf der Erde gelandet, hat schon die Schlange besucht oder gefunden, getroffen und jetzt ganz viele Rosen und nun ist er ganz traurig geworden, weil er an seine Rose denkt, die oben auf seinem Planeten ist und hat sich ins Gras geworfen und weinte. In diesem Augenblick erschien der Fuchs. »Guten Tag«, sagte der Fuchs. »Guten Tag«, antwortete höflich der kleine Prinz, der sich umdrehte, aber nichts sah. »Ich bin da«, sagte die Stimme, »hinter dem Apfelbaum.« »Wer bist du?«, sagte der kleine Prinz. »Du bist sehr hübsch.« »Ich bin ein Fuchs«, sagte der Fuchs. »Komm und spiel mit mir«, schlug ihm der kleine Prinz vor. »Ich bin so traurig.« »Ich kann nicht mit dir spielen«, sagte der Fuchs. »Ich bin noch nicht gezähmt.« »Oh, Verzeihung«, sagte der kleine Prinz, aber nach einiger Überlegung fügte er hinzu: »Was bedeutet das Zähmen?« »Du bist nicht von hier«, sagte der Fuchs. »Suchst du?« »Ich suche die Menschen«, sagte der kleine Prinz. »Was bedeutet zähmen?« »Die Menschen«, sagte der Fuchs, »die haben Gewehre und schießen. Das ist sehr lästig. Sie ziehen auch Hühner auf. Das ist ihr einziges Interesse. Du suchst Hühner?« »Nein«, sagte der kleine Prinz, »ich suche Freunde.« »Was heißt zähmen?« »Das ist eine in Vergessenheit geratene Sache«, sagte der Fuchs. »Es bedeutet sich vertraut machen.« »Vertraut machen?« »Gewiss«, sagte der Fuchs. »Du bist für mich noch nichts als ein kleiner Knabe, der 100.000 kleinen Knaben völlig gleicht. Ich brauche dich nicht und du brauchst mich ebenso wenig. Ich bin für dich nur ein Fuchs, der 100.000 Füchsen gleicht. Aber wenn du mich zähmst, werden wir einander brauchen. Du wirst für mich einzig sein in der Welt. Ich werde für dich einzig sein in der Welt.« »Ich beginne zu verstehen«, sagte der kleine Prinz. »Es gibt eine Blume. Ich glaube, sie hat mich gezähmt.« »Das ist möglich«, sagte der Fuchs. »Man trifft auf der Erde alle möglichen Dinge.« »Oh, das ist nicht auf der Erde«, sagte der kleine Prinz. Der Fuchs schien sehr aufgeregt. »Auf einem anderen Planeten?« »Ja.« »Gibt es Jäger auf diesem Planeten?« »Nein.« »Das ist interessant. Und Hühner?« »Nein.« »Nichts ist vollkommen«, seufzte der Fuchs. Aber der Fuchs kam auf seinen Gedanken zurück. »Mein Leben ist eintönig. Ich jage Hühner, die Menschen jagen mich, alle Hühner gleichen einander und alle Menschen gleichen einander. Ich langweile mich also ein wenig. Aber wenn du mich zähmst, wird mein Leben wie durchsonnt sein. Ich werde den Klang deines Schrittes kennen, der sich von allen anderen unterscheidet. Die anderen Schritte jagen mich unter die Erde. Der deine wird mich wie Musik aus dem Bau locken. Und dann schau, du siehst da drüben die Weizenfelder. Ich esse kein Brot, für mich ist der Weizen zwecklos.
Die Weizenfelder erinnern mich an nichts. Und das ist traurig. Aber du hast weizenblondes Haar. Oh, es wird wunderbar sein, wenn du mich einmal gezähmt hast. Das Gold der Weizenfelder wird mich an dich erinnern. Und ich werde das Rauschen des Windes im Getreide liebgewinnen. Der Fuchs verstummte und schaute den Prinzen lange an. »Bitte, zähme mich«, sagte er. »Ich möchte wohl«, antwortete der kleine Prinz, »aber ich habe nicht viel Zeit. Ich muss Freunde finden und viele Dinge kennenlernen.« »Man kennt nur die Dinge, die man zähmt«, sagte der Fuchs. »Die Menschen haben keine Zeit mehr, irgendetwas kennenzulernen. Sie kaufen sich alles fertig in den Geschäften. Aber da es keine Kaufläden für Freunde gibt, haben die Leute keine Freunde mehr. Wenn du einen Freund willst, so zähme mich.« »Was muss ich da tun?«, sagte der kleine Prinz. »Du musst sehr geduldig sein«, antwortete der Fuchs. »Du setzt dich zuerst ein wenig abseits von mir ins Gras. Ich werde dich so verstohlen, so aus dem Augenwinkel anschauen, und du wirst nichts sagen. Die Sprache ist die Quelle der Missverständnisse. Aber jeden Tag wirst du dich ein bisschen näher setzen können.« Am nächsten Morgen kam der kleine Prinz zurück. »Es wäre besser gewesen, du wärst zur selben Stunde wiedergekommen«, sagte der Fuchs. »Wenn du zum Beispiel um 4 Uhr nachmittags kommst, kann ich um 3 Uhr anfangen, glücklich zu sein. Je mehr die Zeit vergeht, umso glücklicher werde ich mich fühlen. Um 4 Uhr werde ich mich schon aufregen und beunruhigen. Ich werde erfahren, wie teuer das Glück ist. Wenn du aber irgendwann kommst, kann ich nie wissen, wann mein Herz da sein soll. Es muss feste Bräuche geben.« »Was heißt fester Brauch?«, sagte der kleine Prinz. »Auch etwas in Vergessenheit geratenes«, sagte der Fuchs. »Es ist das, was einen Tag vom anderen unterscheidet, eine Stunde von den anderen Stunden. Es gibt zum Beispiel einen Brauch bei meinen Jägern. Sie tanzen am Donnerstag mit den Mädchen des Dorfes. Ich gehe bis zum Weinberg spazieren. Wenn die Jäger irgendwann einmal zum Tanze gingen, wären die Tage alle gleich und ich hätte niemals Ferien.« So machte denn der kleine Prinz den Fuchs mit sich vertraut. Und als die Stunde des Abschieds nahe war: »Ach«, sagte der Fuchs, »ich werde weinen.« »Das ist deine Schuld«, sagte der kleine Prinz. »Ich wünschte dir nichts Übles, aber du hast gewollt, dass ich dich zähme.« »Gewiss«, sagte der kleine Fuchs. »Aber nun wirst du weinen«, sagte der kleine Prinz. »Bestimmt«, sagte der Fuchs. »So hast du also nichts gewonnen.« »Ich habe«, sagte der Fuchs, »die Farbe des Weizens gewonnen.« Dann fügte er hinzu: »Geh die Rosen wieder anschauen. Du wirst begreifen, dass die deine einzig ist in der Welt. Du wirst wiederkommen und mir Adieu sagen, und ich werde dir ein Geheimnis schenken.« Der kleine Prinz ging, die Rosen wiederzusehen. »Ihr gleicht meiner Rose gar nicht, ihr seid noch nichts«, sagte er zu ihnen. »Niemand hat sich euch vertraut gemacht, und auch ihr habt niemanden vertraut gemacht. Ihr seid, wie mein Fuchs war. Der war nichts als ein Fuchs wie 100.000 andere. Aber ich habe ihn zu meinem Freund gemacht, und jetzt ist er einzig in der Welt.« Und die Rosen waren sehr beschämt. »Ihr seid schön, aber ihr seid leer«, sagte er noch. »Man kann für euch nicht sterben. Gewiss, ein Irgendwer, der vorübergeht, könnte glauben, meine Rose ähnle euch. Aber in sich selbst ist sie wichtiger als ihr alle, da sie es ist, die ich begossen habe, da sie es ist,
die ich hinter den Glassturz gestellt habe. Da sie es ist, die ich mit dem Wandschirm geschützt habe. Da sie es ist, deren Raupen ich getötet habe, außer den 2 oder 3 um der Schmetterlinge willen. Da sie es ist, die ich klagen oder sich rühmen gehört habe, oder auch manchmal schweigen, da es meine Rose ist. Und er kam zum Fuchs zurück. Adieu, sagte er. Adieu, sagte der Fuchs. Hier ist mein Geheimnis. Es ist ganz einfach. Man sieht nur mit dem Herzen gut. Das Wesentliche ist für die Augen unsichtbar. Das Wesentliche ist für die Augen unsichtbar, wiederholte der kleine Prinz, um es sich zu merken. Die Zeit, die du für deine Rose verloren hast, sie macht deine Rose so wichtig. Die Zeit, die ich für meine Rose verloren habe, sagte der kleine Prinz, um es sich zu merken. Die Menschen haben diese Wahrheit vergessen, sagte der Fuchs. Aber du darfst sie nicht vergessen. Du bist zeitlebens für das verantwortlich, was du dir vertraut gemacht hast. Du bist für deine Rose verantwortlich. Ich bin für meine Rose verantwortlich, wiederholte der kleine Prinz, um es sich zu merken. Ja, liebe Kinder, das war doch wieder sehr schön zu hören. Und ja, Mutti und Papa sind für dich verantwortlich. Und das sind sie auch gerne, passen auf dich auf. Und ja, und wir passen alle auf uns auf. Bleibt schön gesund und übermorgen hören wir uns wieder, sehen wir uns wieder. Bis dahin, bleib gesund und munter und lass es dir einfach richtig gut gehen. Tschüss.